Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch da draussen geht's gut. Mir geht's eigentlich sehr gut. Also es ist ein Wunder, Leute, weil wirklich, ich sage euch, diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, die ist also wirklich, oh mein Gott, also die ist, ich bin schon lange, ich sage euch, wie es ist, ich bin schon lange nicht mehr so am Tiefpunkt von meinem Leben. Ich will es jetzt gar nicht so überdramatisieren, aber es ist wirklich, nein, also ich weiß gar nicht, ich muss sagen, ich weiß schon gar nicht, was ich alles letzte Woche in der Podcast-Folge erzählt habe, aber ich glaube, da ist ja mehr so um die Anzeige gegangen, die ich gemacht habe. Und weniger so um was sonst rundum gerade so passiert. Aber ich sage euch, oh mein Gott. Also erstens mal, der Can war ja weg gewesen. Nina war weg gewesen. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, also nur schon, dass ich so allein da die Hause bin. Plus, Bro, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich rede jetzt einfach straight, aber ich hatte meine Tage gehabt. Und also, ich rede vom Mentalen, ja. Also nein, ich bin schon lange nicht mehr, also wirklich, PMS hat schon lange nicht mehr so gehackt wie letzte Woche. Ich glaube, es ist halt gerade so zusammenhängend mit dem eben so allein sein und irgendwie, ja, der ganze Druck von Bachelorarbeit. Also wirklich, ich bin im Fall letzte Woche wirklich so kurz davor gewesen, zum meiner Studiengangsleitung zu schreiben, ja, also ich schaff's nicht. Also, ich mache das nächstes Jahr. Also ich habe mir das so, also ich habe mich schon entschieden eigentlich. Ich sag's, wie es ist. Ich bin wirklich, nein, ich bin so am Tiefpunkt gewesen. Ja, ich habe es zum Glück nicht gemacht. Ich habe nicht mit einer Studiengangsleitung geschrieben. Ich habe irgendwie, ja, einfach die hure Telefonat machen. Und Alter, so fucking cute. Nein, ich muss an dieser Stelle schnell sagen, ich habe ja in der letzten Podcast-Folge erwähnt, eben so, wenn ihr irgendetwas habt, irgendeinen Kontakt habt, schreibt mir. Und es ist so cute. Es haben mir wirklich ein paar Leute geschrieben und ich habe jetzt sogar von jemandem habe ich jetzt einen Kontakt bekommen und ich kann mich jetzt melden. Und Leute, hebt euch schnell fest, ich kann jetzt nächste Woche filmen. Das ist wirklich am Ende vom Tunnel ist so ein kleiner Lichtschimmer ist wieder in Sicht. Ich sag's euch, oh mein Gott. Ja, ich glaube, das macht es für mich darum schon mental viel einfacher, so ein zu wissen, hey, ich kann wenigstens etwas filmen. Wir haben schon mal irgendein Material, wo man damit anfangen kann. Und ich habe jetzt auch schon so ein bisschen einen Plan im Kopf, wie das wird und keine Ahnung. Das Einzige, was halt ist, Bro, ich glaube, ihr wisst ja, was so meine Bachelorarbeit-Idee ist und zwar möchte ich ja wie ein Tier vom Schlachten retten. Und ich habe jetzt einen mega cute, mega sympathischen Bauer gefunden. Und, also eben durch euch. Und ich habe jetzt halt Vinalik gedroppt, dass ich jetzt vorher er hat Kälbli. Und ich habe jetzt Vinalik gedroppt, dass ich vorher zum Eis frei kaufe. Weil, ich weiß auch nicht, also es klingt jetzt mega doof, aber in erster Linie ist mir wirklich einfach mal wichtig, dass ich mal kann dort hingehen, filmen und ich glaube, wenn ich ihn auch so ein bisschen schon kennenlerne und in Real Life, ich weiß auch nicht, ich kann jetzt nicht mit der Tür ins Haus fallen und gerade so sagen, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es schlau war oder nicht. Du, wirklich, mittlerweile, ich bin echt am Punkt, ich möchte einfach irgendein Video abgeben. Es ist wirklich, ja. Genau, das ist gerade so mein Point und also ich hoffe wirklich, dass es klappt. Es wäre mega, mega schön. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Ich höre dann nächste Woche von mir, weil dann gibt es spätestens wahrscheinlich ein Update. Ja, zwar, ich muss schauen. Ich habe es jetzt diese Woche schon wieder nicht pünktlich geschafft. Vielleicht nehme ich sie am Donnerstag auf. Es tut mir so leid, Friends. Ich muss jetzt halt wirklich meine fucking Bachelor, aber das Priorität setzen, vor wirklich gefühlt allem geht. Es ist so nervig. Und ich bin gerade irgendwie auch so, ich weiß auch nicht, ich bin gerade mit meinem Kopf, ich bin schon so fest im Mood für die Sommerferien. Also ich sage, ach mein Gott, ich check nicht. Ich bin so hyped. Ich habe jetzt mit der Nina abgemacht, dass wir zusammen irgendwo in die Ferien gehen. Wie habe ich das gesagt? In die Ferien gehen. Wir wollten eigentlich auf Thailand gehen. Ich war noch nie in Thailand gewesen, aber es ist ein bisschen stupid, das in der Sommerferien zu machen, weil es dann halt einfach Regensaison ist. Darum, falls ihr einen geilen Ort habt, den ich empfehlen kann, wir wollen mal ein bisschen crazy gehen. Ich bin irgendwie mega oft zum Beispiel so in Spanien gewesen, oder in Griechenland oder Italien oder so. Und ich fände es geil, mal so ein bisschen out of my comfort zone gehen. Und das bedeutet für mich eigentlich schon aus Europa gehen. Ja, also wie... Ja, es muss jetzt auch nicht crazy sein. Aber eben, wir haben eigentlich auch zum Beispiel mal überlegt, mal Bali oder... Was haben wir noch gesagt? Seychellen? Was haben wir denn so? Seychellen. Keine Ahnung. Oder sonst halt einfach Teneriffa oder
I don't know. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr einen geilen Ort habt. Ich hoffe, mein Mikrofon funktioniert. Das ist jetzt wieder am mühsam tun. I don't know, wieso. Aber, wo bin ich eigentlich vorher gewesen? Ich habe eigentlich erzählt, dass ich gefühlt letzte Woche im Loch war. In dem Fall ohne Witz. Also irgendwie, es klingt jetzt mega doof, aber es hat es für mich jetzt im Nachhinein auch gerade so ein bisschen gebraucht. Man einfach komplett ins Loch gehen, weil wenn es mal runtergeht, dann kann es auch nachher wieder raufgehen. Irgendwie. Und ich weiss auch nicht, ja, ich habe in dieser Zeit ultra viel Tagebuch geschrieben. Ich habe schon Ewigkeiten im Tagebuch geschrieben, Leute. Früher habe ich mega oft so Tagebuch geschrieben, also ganz früher, die kennen ja meine alten Tagebücher. Und dann habe ich so, als ich einfach Teenager war, so im Alter so von so 15, 16, 17, dort habe ich hure viel Tagebuch geschrieben. Also gut, hauptsächlich über Jungs, basically, aber ja, I don't know. Und jetzt habe ich wieder so ein bisschen angefangen und es ist so geil. Und eben, also ich habe das Gefühl, Leute, die nicht Tagebuch schreiben, die haben das Gefühl, es geht darum, dass man jeden Abend Tagebuch schreibt. Aber es geht einfach darum, dass man dann reinschreibt, wenn man gerade irgendwie fühlt. Also wenn man echt gerade Lust hat zum Schreiben oder wenn man einfach gerade irgendwie in Emotionen ist oder wenn man irgendwie am liebsten gerade etwas würde seiner Kollegin erzählen oder I don't know. Und ich finde das so geil, weil ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. So, es geht nicht darum, dass du erzählst, was du an deinem Tag gemacht hast, sondern was in deinem Kopf abgeht. Weil Bro, was ich an diesem Tag gemacht habe, ja, ich kann auch Bilder anschauen von weiss auch nicht was und das juckt ja nicht mehr. Ich will nicht wissen, heute habe ich Schule gehabt, sondern ich will wissen, was beschäftigt mich momentan, was geht in mir ab, was sind meine dunkelsten Gedanken, die niemand eigentlich erfahren darf. Und ich finde das, ich liebe das. Das ist so geil. Ja, darum, schreibt Tagebuch, Leute, fangt an. Wirklich, also nur schon, wenn ihr es ein Jahr später leset, im Fall nur schon, wenn ich jetzt so meine Tagebuch-Einträge lese, die ich so vor 2 Wochen geschrieben habe, ich finde das so spannend. Ich bin so, Alter, Marcela, dort ist es noch ein bisschen schlechter gegangen und jetzt ist es besser. Ja, gar nicht so Sachen. Also darum, ich finde es übel geil. Das hat mir mega geholfen. Und, oh mein Gott, ich bin einfach, ich weiß gar nicht, also das ist auch, ich weiß auch nicht, ich bin eigentlich gar nicht so eine Person, aber ich bin einfach allein. Also ich bin am Morgen aufgewacht und ich bin so richtig down gewesen. Und ich weiß auch nicht, aber irgendetwas hat mir einfach gesagt, Bro, gang auf Montreux. Also für die Montreux nicht kennen, das ist ja ist eigentlich schon eine Stadt, einfach eine Ortschaft. Im Welschen unten, in der Nähe von Lausanne, das ist gerade am See und ich bin dort schon ein paar Mal im Sprachaufenthalt gewesen. Insgesamt 3 Mal, what the fuck. Und Montreux ist für mich meine Herzensstadt. Also das ist wirklich, ich bin einfach jedes Mal, wenn ich dort bin, ich bin einfach so tief glücklich. Und ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, weil ich eigentlich blöd gesagt immer alleine dort war. Also ja klar, ich habe schon Leute kennengelernt und so, aber ich bin ja gleich immer für mich dort gewesen. Es war schlussendlich gleich irgendwie ein Alleinreisen gewesen. Und ich glaube, ihr wisst ja mittlerweile, dass ich nicht so gut alleine sein kann oder nicht so gerne allein bin. Zwar mittlerweile eigentlich schon, so, aber ja, in letzter Zeit wieder nicht mehr. Und gerade wenn ich am Tiefpunkt bin, dann bin ich auch nicht gerne allein. Und darum habe ich einfach irgendwie im Kopf so das Gefühl gehabt, du musst jetzt auf Montreux, du gehst jetzt auf Montreux und wenn du dort bist, dann wirst du wieder glücklich. Das ist irgendwie voll basic, also so voll simple Gedanken, aber ich schwöre so, wenn ihr irgendwie gerade down sind, es gibt irgendetwas Simples, das euch glücklich macht und das euch ruft. Also macht das. Es muss ja nicht mal eine Ortschaft sein, es kann auch irgendwie etwas anderes sein. Ja. Und ich bin dann einfach, keine Ahnung, 3 Stunden auf Montreux gefahren. Ich bin ja um 12 Uhr losgegangen. Ich bin verdammt spät aufgewacht auch. Und da habe ich so gesagt, ja, was gehst du jetzt einfach an? Ja, bin ich gegangen, bin auf Montreux. Und ich bin einfach nur so, keine Ahnung, 2-3 Stunden da gewesen. Und ich habe so einen Platz in Montreux, der ist gerade so von der Statue von Freddie Mercury. Und es ist wie so eine Stege. Und ich bin immer dort im Sprachaufenthalt bin ich dort gewesen. Und es ist mein absoluter Lieblingsort. Ich bin einfach dort gewesen und ich bin so richtig einfach plötzlich, es hat sich angefühlt wie so Healing. Es sind jetzt ultra doof, aber es hat sich wirklich angefühlt wie so, ich habe meine Kopfhörer angehabt. Es ist ultra geiles Wetter gewesen. Es ist so gerade am See und ich bin alleine gewesen. Und I don't know, also wirklich, oh mein Gott. Ich habe mir überlegt, Bro, wieso hast du dein scheiß Tagebuch nicht mitgenommen? Das wär mein Main Character Moment gewesen. Dort mein Tagebuch, also in mein Tagebuch schreiben, Alter. Aber ja, nein, also das ist wirklich, im Fall, das hat mir so viel Energy wieder zurückgegeben. Ich bin so richtig glücklich heimgefahren. Und ich weiss nicht, das ist so doof, aber wenn du so wirklich mal eine Woche hast, wo du einfach nie glücklich bist, dann sind so kleine Sachen, boah, du hast wirklich das Gefühl, okay, die Welt ist doch wieder in Ordnung und I don't know. Ja, das war gerade echt toll gewesen, Montreux. Und ich bin ja so ein bisschen stolz auf mich, dass ich das einfach gemacht habe, weil
ich glaube, sonst wäre ich doch so, also wie, ich bin schon ein spontaner Mensch eigentlich, aber irgendwie habe ich dann auch so das Gefühl von, okay, ja, jetzt sind ja 3 Stunden Tieffahren schon gerade crazy und so. Ich habe auch so gesehen, wieso nicht? Einfach mal 3 Stunden Tieffahren, 2 Stunden dort chillen und dann halt 3 Stunden wieder zurückfahren. Ich habe nur schon Zugfahrt enjoyed, Alter, das war schon geil gewesen. Ja, darum, ich habe es geil gefunden, ich will es eigentlich gerade wieder machen, ich sage es, wie es ist. Ja, das war Healing gewesen. Und, das ist so random, aber ich bin wirklich eben wieder zurückgekommen und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss, ja, vielleicht habe ich es ein bisschen eingeredet, also so ein bisschen Placebo dem Ding, aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich bin jetzt wieder neu geboren, Nati ist back! Und ich bin heimgekommen, so richtig glücklich, der Can ist auch nicht die ich bin so in meiner Wohnung, also in unserer Wohnung da alleine gewesen und habe einfach so meinen Happy Dance gemacht, habe meine Kopfhörer drin gehabt und dann bin ich einfach angeguckt und bin so gewesen, Bro, und jetzt ist alles wieder gut. Also ich habe es mir wirklich auch so eingeredet, so fake it till you make it, jetzt ist alles wieder gut, jetzt bist du wieder happy, jetzt hast du wieder Energy vom Montre und Nati ist back. Und ich habe mir legit ein Plakat gemacht und jetzt hat auch ein bisschen Bock gemacht, so ein bisschen schön Style, so, wie sagt man, verzieren und Style und so. Und in der Mitte steht Nati is back mit Sternli und außenrum hat es eigentlich überall so einen Begriff, was bedeutet Nati is back. Ich weiss nicht, irgendwie ist mir gerade unangenehm, das so zu sagen, aber eigentlich ist es geil. Macht das auch. Zum einen, Hustlerin. Ich bin früher so eine kranke Hustlerin gewesen. Ich habe es geliebt, in die Bibliothek zu gehen, zum Ziel haben, zum Sachen zu arbeiten. Momentan, ich arbeite nichts. Also wirklich nichts. So, ich habe irgendwie nicht mal eben so Eigeninitiative, ich habe keine Energy für gar nichts. So. Und ich will wieder eine Hustlerin sein. Das. Positives Mindset, so ein wichtiger Punkt. Ich würde sagen, ich bin eigentlich so eine positive Person und momentan ist Krise. Aber ja, das ist wieder weg, Leute. Mein positives Mindset ist wieder da. Dann spontan. Energy, dass ich einfach wieder Energy habe. Style, oh mein Gott. Ich habe irgendwie das Gefühl, das macht, also man sieht mir, glaube mega an, wie es mir mental geht an von meinem Style. Weil wenn es mir gut geht, dann bin ich so ein bisschen extrovert, dann bin ich selbstbewusst und dann habe ich auch ein Style, wo ich mich confident fühle und was mir auch egal ist, was andere denken. So, ich owne dann einfach. Und wenn ich nicht so selbstbewusst bin oder gerade in einem Loch bin, nicht, dass ich keinen Style habe oder dass ich mich unwohl fühle in den Kleidern, aber ich bin dann nicht so extrovert, sondern ich bin mehr so ein bisschen basic unterwegs. Genau, und ich möchte wieder crazy gehen. Dann eben extrovertiert, happy, motiviert, sympathisch, mega random, selbstbewusst, Leben im Griff haben, sportlich und hot. Das steht auf meinem schönen Plakat da. Ja, mich nicht gefunden, was bei euch so draufstehen. So, ja, schreibt es in die Kommentare. Ja, und wir kommen eigentlich schon zum Lustigsten von der Woche. Das wirklich, also, es hat nicht viel zum Lachen gegeben in dieser Woche, aber nein, im Fall, ich habe schon lange, glaube nicht mehr so fucking Tränen gelacht. Oh mein Gott. Nein. Ich habe Nina gefragt und sie hat gesagt, ich darf es erzählen. Nein. Oh mein Gott, ich will es am liebsten zeigen, Alter. Wir sind so am Snappen hin und her halt so. Und wir hatten irgendwie so ein mega ernstes Thema gehabt. Also nicht mega ernst, aber wir sind halt so ein bisschen im Deep Talk gewesen, so der. Und nachher schickt sie mir halt so Snaps und nachher sagt sie so, oh ja und so, und was machst du jetzt? Und dann haut sie einfach den fetteste Furz von ihrem Leben raus, aber so ungewollt. Also so richtig so, sie ist so selber gefühlt verschrocken und sie so, oh Gott, hast du das jetzt gerade gehört? Also nein, es war hilarious. Es ist jetzt wahrscheinlich gar nicht so lustig für euch, aber ich wirklich, wie wir so in diesem ernsten Tag sind und dann kommt einfach so ein random Furz und dann so eine höhere Oktave, Kollege, also ich kann nicht mehr können. Da sind wir so 5 Minuten lang hin und her am Lach- und Brüll-Snaps am hin und her schicken gewesen. Ja, das war das Lustigste von der Woche. Ja. Was wollte ich noch erzählen? Ja, also eben, ich will eigentlich gar nicht euch mega langweilen jetzt, dass das meine schlimme Woche war. Aber ich muss sagen, ich habe auch mega gemerkt, oder vielleicht allgemein jetzt nicht nur diese Woche, sondern einfach so in letzter Zeit, wie mein ganzer Selbstwert so richtig am Boden ist. Es ist irgendwie für mich mega schwierig, das so zu sagen, weil ich irgendwie gerade so, das ist so von meinen Deep Thoughts gerade irgendwie. Aber ich will eigentlich immer ehrlich mit euch sein, so, ihr seid meine Friends, ich sage es, wie es ist, so, ich teile mein ganzes Leben da mit euch. Und vielleicht kann ja der eine oder andere so ein bisschen relaten. Oder vielleicht kann ich
auch helfen, indem ich meine Sachen teile, so ein bisschen. Aber ja, ich merke, wie mein Selbstwertgefühl so richtig im Keller ist in letzter Zeit. Und ich rede jetzt gar nicht von irgendwie so Aussehen oder so, wo das auch so ein bisschen schwierig manchmal an. Aber vor allem so, also das merke ich einfach, dass ich so mega insecure bin und das Gefühl habe, das ist jetzt hure deep, aber so das Gefühl habe, niemand hat mich so gern. Und das ist so dumm, weil ich habe einen Freund, ich habe Friends, ich habe Family, ich habe eigentlich nur schon euch. Also es ist so ein irrationaler Gedanke. Und trotzdem, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt mit irgendwie so, ich weiß auch nicht. Ja, einfach Unsicherheit halt. Oder irgendwie so von früher, bei mir damals. Also ich merke einfach, ich brauche momentan mega viel Bestätigung, um zu glauben, dass ich geliebt werde. Das ist irgendwie, also das merke ich einfach so, dass ich irgendwie auch, ja, einfach manchmal am crazy gehen bin. Also wirklich, ich tue so oft in letzter Zeit Sachen in Situationen überinterpretieren, die halt nicht sind. Also zum Beispiel, keine Ahnung, es ist jetzt schwierig, da so ein Beispiel zu haben, ich kann mich gar nicht mal alles erinnern, aber weißt du auch nicht, wenn eine Person gerade nicht zurückschreibt oder so ein bisschen kühl zurückschreibt, dann bin ich am crazy gehen und denke mir, oh mein Gott, habe ich jetzt etwas falsch gemacht, denkt jetzt die Person, ich bin dumm und will jetzt nie mehr etwas mit mir zu tun haben. Wirklich so fucking irrationale Gedanken. Ich weiss nicht, von welchem Ecke die momentan kommen, weil, also nein, eben, es ist null rational und ich muss mir manchmal auch selber sagen, Bro, chill mal. Du bist ein liebenswerter Mensch, so. Ja, und ja, einfach so, ich merke, ich bin mega oft so am so Zwischenzeilen lesen, also so, mich mega darauf achten, wie ist der Tonfall von anderen Personen, eben die Antwortseite oder so Blickkontakt oder wie ist die Energy und so. Und eben, ich fange dann an Sachen überinterpretieren, die gar nicht sind. Und also mir ist jetzt zum Beispiel auch schon aufgefallen, dass es mir manchmal hilft, das einfach anzusprechen. Natürlich kommt es darauf an, jetzt bei welcher Person so. Ich kann das auch noch bei so close Menschen, aber einfach mal so schnell fragen, hey, wie hast du jetzt das gemeint? Oder keine Ahnung. Und eben, also mir fällt auch auf, ich manchmal am crazy bin und sie so, hey, nein, alles gut. So, es war nur ein Joke oder keine Ahnung was. Ja, und ich merke einfach, wenn ich gerade alles auf mich ziehe so. Und ich merke auch, dass ich mich automatisch so ein bisschen mega anpasse. Also, dass ich mega gerne will, so Konflikt aus dem Weg gehen und I don't know, also ich bin wirklich so ein unsicheres Wrack momentan. Ich sehe gerade, meine einzige Lösung ist gerade einfach, dass ich meine Bachelorarbeit geschafft habe, weil das wird mir einen Ego-Push geben hoffentlich. Und dass der Sommer kommt, weil das gibt mir immer einen Push, einfach so, weil es, keine Ahnung, Sommer macht glücklich. Es gibt wieder Vitamin D oder C, ich verwechsel es immer. D, oder? Ja, scheiße, peinlich. Ja, genau, und also eben, vor allem ich habe mit dem Can jetzt so darüber geredet und er hat so simple Sachen und ich merke schon bei so simple Sachen, bin ich so, ja stimmt eigentlich, du hast recht. Zum Beispiel hat er so gesagt, ja, Menschen haben dich gern, weil du so bist, wie du bist, so, ja, obviously eigentlich. Menschen haben mich gern, weil ich so bin, wie ich bin. Wieso kann ich das nicht einfach, nee, wieso bin ich so fett am Überinterpretieren? Ja, und was ich mir auch muss sagen, das Gefühl ist real, aber meine Interpretation ist nicht immer Wahrheit. Weil, also wirklich, ich glaube, ich habe mega oft so das Gefühl von, ja, ich habe ja mega das krasse Bauchgefühl und das stimmt immer und wenn ich das ja denke, dann muss es ja auch so sein. Aber Bro, nein. Manchmal, also wirklich jetzt gerade in letzter Zeit, muss ich auch einfach können mir eingestehen, dass ich manchmal ein bisschen crazy bin anhand von meiner Unsicherheit. Und das ist okay. Und eben, manchmal ist es auch okay, mal nachfragen, mal schnell die Situation abchecken, mit jemandem darüber reden und schnell ehrlich fragen, hey, wie findest du das gerade? Einfach, ja, blöd gesagt, Bestätigung holen von anderen schnell, damit man nicht am crazy gehen ist. Aber ja, gerade das Thema Bestätigung, also wirklich. Ich hasse es auch, dass ich momentan so abhängig bin von so Bestätigung, weil das so meine Sicherheit ist momentan, zum irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich muss wirklich sagen, ich mache gerade noch ein Plakat, Alter. Ich bin genug und ich darf mich auch sicher fühlen, ohne fucking Bestätigung. Ja. Ich habe jetzt gerade verdammt schnell den Podcast runtergerattert. Ich hoffe, ich bin jetzt gar nicht zu schnell gewesen. Ich habe mir so ein bisschen Notizen gemacht. Ich habe aber jetzt gerade irgendwie so random geappt aus meinem Herz. Ja, das ist gerade irgendwie so ein bisschen mein Stand. Das, was mich bewegt, wo ich gerade bin. Ich muss eben, also
seit ich von Montreal zurückgekommen bin, ich weiss jetzt nicht, ob es wirklich gerade Placebo ist, aber es ist mir eigentlich auch egal, ob es Placebo ist oder nicht. Aber habe ich so das Gefühl, ich habe wieder so Energy, es kommt wieder zurück. Es wendet sich jetzt gerade alles zum Guten, eben auch meine Bachelorarbeit. Jetzt kommt der Sommer, das Wetter ist schön. Ja, es kommt alles gut. Wir schaffen das, Leute. Wir haben jetzt dann bald alle hoffentlich Ferien, können unser Leben chillen, können wieder unser Leben geniessen, können wieder sozialen Kontakt haben mit Menschen. Ja, genau. Und, oh mein Gott, irgendwann letzte hat mir einfach jemand in die Kommentare geschrieben, hey, machst du eigentlich nicht mehr das Mädelsabendquiz? Ich so, Alter, ich habe das komplett vergessen. Ich habe ja ein paar Folgen lang habe ich immer von meinem Mädelsabendquiz eine Frage vorgelesen. Sorry, Alter, mein scheiß Husten ist immer da. Und das machen wir jetzt immer wieder mal, immer zum Schluss. So, oh mein Gott. Und zwar, was ist der größte Fehlkauf, den du jemals getätigt hast? Oh, also mir kommt etwas random in den Sinn, aber ich habe es halt nicht selber gekauft, sondern meine Mom hat es mir, glaube ich, damals gekauft. Oder einfach meine Eltern irgendwo so. Wie alt bin ich da gewesen? So 12 oder so. Bro, Alter, nein. Ich habe immer, also ich muss sagen, ich war so süchtig damals von dieser Aldi und dieser Lidl-Zeitung, weil dann jede Woche irgendwie so Special, so ein Thema oder kann ich immer wieder so spezielle Sachen. Und ich habe wirklich immer mal wieder dort irgendwelche Scheiß-Sachen gekauft. Also wir haben nachher wegen mir eine Gräbmaschine gehabt, wir haben eine Zuckerwattemmaschine gehabt, ich weiß nicht, was wir alles sonst noch hatten. Und eins ist halt einfach so schüch over the top gewesen. Und ich habe das so hart wollen, also wirklich, ich bin auf den Knien gewesen, dass ich es geschafft habe, meine Mama zu überreden, dass sie mir das kauft. Weil es hat, glaube ich, doch, für das, was es ist, nur 100 Stutz kostet. Deutsch. Und ich habe so schnell fest. Sie haben ein fucking Massagebett gekauft. Ein Massagebett, Kollege! Ich weiss nicht, wieso. Ich bin dort in meiner Era gewesen, wo ich Masseurin werden und ich habe das irgendwie enjoyed, obwohl ich muss sagen, ich habe es mehr enjoyed, wenn Leute mich massiert haben, als wenn ich Leute massiert habe. Aber ich habe mir ein Massagebett geholt. Als meine Mom. Und ja, ich glaube, ich habe das so 2-mal, 3-mal gebraucht. Ich habe gedacht, das ist geil. Ich habe gedacht, das ist jetzt meine Zukunft. Und das, weißt du, kann ich allen dann später erzählen, ja, damals habe ich mein erstes Massagebett vom Aldi geholt. Für 100 Stutz. Ja, das war auch das letzte Mal. Ich weiß gar nicht, im Fall, wo wir das nachher hinten. Ich glaube, wir haben das irgendwo auf Ricardo verkauft. Also, falls irgendjemand das Massagebett von Ricardo gekauft hat, ist probably mies gewesen. Nein, ja, das war, glaube ich, der grösste Fehlkauf gewesen. Also, das war einfach unnötig gewesen, weil also, es ist wirklich, wer kauft sich ein Massagebett? Gut, eigentlich ist es ein bisschen geil. So, weißt du, hast so können wie, also es war so eine Liege gewesen, die du aufklappen konntest. Du hast es auch können es war so zum Transportieren auch gewesen, Alter. Und es hat wie so ein Loch halt für den Kopf, wo du kannst den Kopf rein tun und unten dran so eine Liege für die Hand. Hilarious. Ja. Aber ja, was war euer grösster Fehlkauf? Schreibt es in die Kommentare. Vergesst nicht, den Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung zu geben. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Hoffentlich mit guten News und hoffentlich mit noch mehr Positive Energy als die letzte Woche von mir. Wuhu! Ja, und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!